Solange die Welt steht, hat es schon Miesmacher gegeben. Die erste Miesmacherin, die Damen werden mir das nicht übel nehmen, es ist ja geschichtlich nachgewiesen, das war die Eva. Der Adam, auch ein reizender Mensch und so zufrieden in sein Paradies drin. Ja, da hat man leicht zufrieden sein können, wo Milch und Honig geflossen ist. Sie, seine Gattin, sie hat ihn auch nicht ärgern können, anders Mannsbett war nicht da, nein, sie war auf ihn angewiesen. Wegen die Frühjahrskleider hat er sich auch nicht aufregen brauchen, wenn sie einen Wunsch geäußert hat er ihr Fritschplattel runtergerissen und hat gesagt, da hängt er das hin, erledigt. Das waren paradiesische Zustände. Auf einmal hat sie zu meckern angefangen, wegen dem Apfelbaum. Hat sie gesagt, das ist doch eine Zumutung, aber da einen Apfelbaum direkt vor die Nase hinzupflanzen und man soll nichts runternehmen dürfen, das ist doch eine offensichtliche Schikane, bei bekannt, bloß eine Schikane. Der Adam wollte sie beruhigen und sagt, aber schau, Evel, das brauchst du doch nicht. Du kannst ja das nicht aufessen. Da, nimm die Ananas, da schau her. So eine schöne, saftige Ananas, nimm die. Sagt sie, nein, pfeif drauf die Ananas. Ich will keine Ananas, ich will einen Apfel. Und wenn du ein Mann bist und kein Feigling bist, da holst du einen runter. Der Adam aber, ein braver Paradiesbürger, hat gesagt, nein, ich halte mich an die Vorschriften. Nur man weiß dann, wie es gekommen ist. Sie, die urrevolutionäre Stänkerin, ja, das muss jetzt einmal gesagt werden. Sie hat den Apfel heruntergerissen, sofort hineingebissen und obwohl es ein ganz gewöhnlicher Holzapfel war, ein Wurm war auch drin, ist auch geschichtlich nachgewiesen, hat sie heuchlerisch gesagt, oh, fein, wunderbar, herrlich. Also ich habe mein Leben so keinen guten Apfel gegessen. Wunderbar, probiere mal, Adi. No, beiß nein, Adi, beiß mal nein, probiere mal, bloß ein bisschen. So lang hat's nicht hingehalten, bis der Hansdampf auch hineingebissen hat und das ganze Paradies mitsamt dem Erbhofgesetz war beim Teufel. Bei der Sintflut war es auch so ähnlich. Da hat es einmal ein paar Wochen nicht geregnet. Dann haben die Bauern Angst gehabt wegen ihre Kartoffeln, haben zu fluchen angefangen. Dann ist ein Himmelvater zu dumm geworden und er hat so lange regnen lassen, bis alles weggeschwemmt hat. Leider sind bei der Sintflut noch nicht alle Miesmacher draufgegangen. Da müssten ein paar dabei gewesen sein, die gut schwimmen haben können. Die haben sich gerettet und weitergepflanzt. Und gegen die ist der Kampf angesagt. Und da mache ich auch mit. Glauben Sie ja nicht, dass ich da von oben herunter beauftragt bin. Nein, das tue ich direkt aus Gefälligkeit und weil ich es auch nicht mache. Es gibt nämlich Menschen, die haben die Gabe, alles Schöne und Gute zu übersehen. Die sehen nur das Schlechte. Wenn ein schöner Tag ist, der Himmel blau und die Sonne lacht und man lacht mit und freut sich und sagt, ach, heute ist aber wirklich ein herrlich schöner Tag. Dann kommt er, der Miesmacher, und sagt, ja, es wird aber nicht mehr lang herhalten. Alter, das sind die Leute, die die Zeitung von hinten lesen. Die fangen bei den Todesanzeigen an, dann kommen sie vor bis zu den Verkehrsunfällen und dann hören sie auf. Das Schöne, was auf der ersten Seite steht, was wir versenkt haben und wie weit das wir wieder sind, das lesen die gar nicht. Diese Sorte von Zeitgenossen, die kenne ich, die immer schimpfen und immer nörgeln und dann sagen, man darf ja nichts sagen. Ja, wie man reden dürfte. Aber heutzutage, wenn man was sagt, dann kommt man ja gleich nach. Das darf man auch nicht sagen. Also ich könnte Ihnen Sachen sagen, aber die Platte ist schon voll.